Ich kann mich auch kurz festhalten, ich wüsste ein paar Kommentare noch Fragen zu stellen. Zunächst dem Herr Delles, merci für einen, wie immer, ganz ausgezeichneten Rapport. Das ist eine echt froh und den Herr Minister vielleicht, ob hin als gar konfirmieren, eine Information, die also aber von einer Reihe Seiten zugedroht, dass das, wenn es dem immer mannerhegen Niveau vom Französischen an unsere Lyceen eine generelle Tendenz besteht, die wird Jahren statistisch relevant Tendenz, dass immer mehr Leute sich an deutschsprachige Länder orientieren, für zu studieren. Und noch, ob es richtig ist, dass die mehr technisch Fächer, wo ein Reihe in den Grande École ja auch, ob mehr technisch Fächer vorbereiten, ob nicht auch eine mehr allgemeine Tendenz besteht, ob echt der sozioedukativ Berufe oder andere, die mehr am humanwissenschaftlichen leihen. Ich meine, eine niedrige Zahl von Kandidaten ging sich natürlich auch zum Teil durch eine sprachliche Tendenz, respektive eine Tendenz, die mit der Natur von den Studien zusammenhängt, dann kann man das besser verstehen. Und dann ist natürlich ein Zweitfrage, wenn so wenig Leute an engem Lycée Kandidat sind, da wird das vielleicht an andere Lyceen ähnlich sehen. Und Frage stellt sich dann aber, ob in der Kur, die sinnvoll ist, nicht so zentralisieren, zum Beispiel auf der Uni, und dann vielleicht die aber beschränkten Zahl von Leuten dann mit der nötigen Zahl von Enseignants betreuen. Das ist also auch eine Frage von der Effizienz auf eine gewisse Kontrolle von den Kosten. Das relativ auffallen vom Französischen kann eventuell auch kompensiert gehen. Ich hoffe nicht wenigstens mal durch vielleicht eine Verbesserung mit den Englischkenntnissen. Am anglosächsischen Raum auch eine Reihe von Universitäten, die so Tester machen. Und dafür ist natürlich froh, wenn ihn also hingeht, und den Schüler zu Summe für so Grande École oder extra Elite-Universitäten vorzubereiten, ob man das wirklich sollen, ob der französischsprachige Raum beschränken oder nicht auch, ob einer sprachlich Raum ausweiten. Dann ist froh, wir schaffen hier einen neuen Studentenstatus an dem Sinn, wie gehen die Jungen behandelt, sind sie noch eligibel für Kannergeld, also in der Suite vom Lycée, oder kommen sie aber schon auch an dem System, an den Genuss von Buchsen, respektive von Studentenhilfen. Auch das, meine ich, muss geklärt geben, wir schaffen hier ein Amendement an unserer Legislation über das Enseignement supérieur. Und dann schaffen wir auch einen neuen nationalen Diplom. Aber wenn ein neues nationalen Diplom schafft, muss ich natürlich auch vorstellen, wie den Diplom dann an unserem nationalen System unerkannt wird. Was heißt denn an der Fonction publique? Was heißt denn auf der Universität Lützeburg mit den ECTS-Punkten? Was kann du auf welchem Bachelor-Studienlehrgang eventuell direkt unerkannt gehen? Die Initiative also unterstützen wir. Wir wären aber auch dafür, dass wir gucken, wie die ganzen Reformen möglichst rational zu gestalten. Und wir stellen uns eben auch eine Reihe Fragen, auf die wir heute können eine Antwort kriegen. Das hoffen wir. Auf jeden Fall, wir werden als ADR auch das Initiative unterstützen.